Am Flughafen von Istanbul wurde der Kasache Armanyan Seyitoglu, der für 2 Monate in Ostturkestan inhaftiert war, festgenommen. Durch die Intervention Delegierter des Atatürk-Vereins wurde er bereits kurz danach wieder entlassen. Als Grund für die Reiseverzögerung Seyitoglus wurde eine Einstufung auf der Passagierliste als verdächtig angegeben. Der Kasache war auf der Durchreise nach Genf, um vor den Vereinten Nationen von der Unterdrückung ausgehend von China zu berichten. Der tyrannische Staat China hat ein neues Opfer gefordert. Die junge Dichterin Chimène Abid wurde in den letzten Monaten verschleppt. Unwissend, was mit ihr geschehen würde, verstarb sie an den Folgen der ihr ausgesetzten Folter. Da der Leichnam ihrer Familie verweigert wurde, geht man von einem Verkauf seiner Organe aus. In der Hürriyet-Zeitung thematisierte der Autor İlber Ortaylı die chinesische Tyrannei in Ostturkestan. Genauer schrieb der Historiker, dass Personaldaten nicht korrekt seien, wenn also in naher Zukunft Vernichtungsschläge ausgeführt würden, sei die Veränderung der Landkarte unvorhersehbar. Im neuen Jahr feierte man mit China das Jahr des Friedens und der Kultur. Nur stellte man sich angesichts der Politik der Ausrottung einer Minderheit die Frage, ob Festlichkeiten wie diese angebracht seien. Weiterhin verweist der Historiker auf die reichen Bodenschätze der Uiguren, weswegen sie wohl diese schlimme Art der Unterdrückung erfahren müssen. Aus einer Mitteilung des Pentagons geht hervor, dass sie dem Wunsch des Präsidenten Trumps nach mehr Grenztruppen an der Grenze zu Mexiko ablehnend gegenüberstehen. CNN berichtete von Trumps Forderung, mehr Soldaten an die Grenze zu verlegen, um Migranten aus Südamerika aufzuhalten. Der Milliardär Walid Talal war zu Gast bei Sunday Morning Futures auf Fox News. Talal äußerte sich zu dem Fall des getöteten Jamal Khashoggi und bat um Geduld, bis die Untersuchungen zu diesem Fall abgeschlossen sind.